Wir beschäftigen uns heute mit dem Begriff Resistenz. Das ist ein Begriff, von dem eigentlich jeder meint, weißt, was er fähig. Auf der anderen Seite ist es allerdings nicht so einfach. Für dich wird der Begriff in ganz viele verschiedene Bereiche benutzt. An der Biologie, an der Chemie, an der Ökonomie, an der Soziologie, an der Psychologie, an, für die Resistenzmusee wichtig, an der Geschichte und an der Politik. Wie was heißt der Begriff? Wir haben es probiert, aus denen viele bestehenden und DAX nicht ganz einheitlichen Definitionen, die ihr findet, eng zusammenzusetzen. Für uns als Resistenz, also die Fett, dass in sich schwirrt, gegen eine Bedrohung, gegen eine Ungerechtigkeit oder gegen eine Gefahr. Das spielt in dem Sinn nicht mal eine große Rolle, ob die Bedrohung real ist oder ob es ist, die just für sich empfindet. Das sieht aber nicht für jeden so. Der Begriff wird von ganz vielen verschiedenen Leuten benutzt, in ganz vielen verschiedenen Kontexten. Unter anderem auch von Rechtsextremen. Also fanden wir regelmäßig Leute, die sagen, sie dürfen sich wehren gegen Bedrohung, gegen Gefahr, die ausgeht von Ausländern, von Muslimen, von Juden, von der Gauche, an diese Stand dem Moment das als Rechtfertigung nutzen, für so Leute zu attackieren. Da kommt dabei, dass auch auf einem internationalen Level eine Reihe Autokraten und Diktaturen den Begriff benutzen, für gegen Minoritäten, für gegen Gegner, für zu gehen. Ihr seht, das ist alles nicht so einfach. Da stellen sich andere Fragen am Bereich von dem Widerstand. Was ist Widerstand? Für dich muss ich sagen, dass Widerstand immer eine Sache von einem Choix ist. Dass es eine Decision ist. Und dass es an den meisten Fällen keine einfache Decision ist. Dass es eine Decision ist, die zum Teil negative Konsequenzen kann haben für sich selber, für seine Familie. Das ist eine Decision, die ihn trifft, man wissen, dass er kann dadurch auch Gefahr geraten. Das ist eine Decision, die einen Einfluss darauf hat, ob das, was er möchte, ob die Aktionen, die er möchte. Auf der letzten Seite haben wir dann die Frage, was Meier sind, die in sich auf verschiedene Völker gehen. Wenn wir vom Zweiten Weltkrieg schwätzen, dann hat eigentlich kein Problem damit, dass Resistenzler auch Gewalt gegen die Nazi-Okkupation angewandt. Wer ist das heute? Wen nie als Gewalt gerechtfertigt? Wen nie sie wie ein Moyen gerechtfertigt? Du musst ihn unterscheiden, auf der einen Seite zwischen Resistenz, zwischen Widerstand an einer Demokratie, an einer Diktatur. An einer Demokratie ist es durchaus möglich, mit legalen Moyen sich zu wehren. Wir können schwätzen, wir können schreiben, wir können auf die Straße gehen, wir können streiken, wir können für Gericht ziehen. Alles das geht. An einer Diktatur ist das eine andere Sache. Du ist alles das, was man an einer Demokratie als Möglichkeiten haben, ist eigentlich nicht erlaubt. Und du kann in dann Situationen kommen, wo in der Umstand, wenn in einer Aspekt probiert wird, wenn die probiert hat, auf eine friedliche Manier zu machen, wo ihn dann gezwungen sind, auf Gewalt zurückzugreifen. Unter dem Strich ist es eine Frage, die jeder Verein für sich selber muss ausmachen, wie weit er bereit ist zu gehen in einer welchen Kondition. Der Resistenzmusee gesagt hat seine Aufgabe und auch über den Thema zu schwätzen und zu sensibilisieren und Leute darauf aufmerksam zu machen, dass Resistenz nicht nur eine Aktion von dem Guten gegen die Bösen ist. Das ist ein Term, den eigentlich keine Valore, keine Werte an seiner Definition beinhaltet.